Ja, das Stückchen, was ich euch jetzt erzählen will, das ist wirklich so passiert. Direkt neben mich in der Norberschöp, da ist das wirklich vorgekommen, was ich euch nur führe. Ich will euch aber auch nicht, dass die Größe, was wir nachher eten können, euch nicht Dinge machen. Es geht ziemlich deftig durch. Schliebusch Katrintje bracht ich Werke mit in der frische Troh mit Palmesricher. Ich Schlachtfest steng an. 8. Bit, vielleicht der ein oder andere hat noch gekannt, war dafür zuständig und die Norbere, die nix wete durch, wusste wie immer ganz gut Bescheid und war da. Richard, Hausen, Söster Trautje, die bei der Familie gehört, geropen und gewarschult, sich mit der Schlachten nicht blicken zu lassen. Trautje waren auch Joffer, aber in Urgedünst. Und sie haben gewöhnlich auch noch eine kleine Fotoapparat an der Scholk. Und wenn irgendwie jetzt passieren in Norberschö auf der Straße, da wurde Bildchen gemacht. Und da haben sie ziemlich Schröpf für. So. Der Vater führen Brühe von der Werke, dämmte all in der Ketel und das eingebogene Werke waren auf der Henker. Auch der Wette kommt für der Abfange von der Blut Stinkgerät. Die Operation kurz anfangen. Es fehlte an nichts. Ob eins Rebit, der Metzger und Husschlechter. Wo ist der Bänke? Es wird hochnötig gebraucht. Katrintje klopfte ganz verlegen an das Fenster vertrautje und fragte, wo ist ihre Schöpfer? Sie sagte drauf, unser Schöpfer, lief Katrintje, der sitzt doch da oben ob der Thron in der Himmel. Du kennst doch die Bibel. Aber beruhig dich, ich hol, ich kleb Penke, et dede durch. Das war in der Melksküche. Schnack war das Penke geholt, und dazwischen war das Ferke geschlacht, und Katrintje war ivrig dran, das Blut mit der Hand zu schlagen. Metzger Pitt, so Blutgerinnsel, mit in flinke Handbewegung warb er der Blutschwamm genau in das Gesicht vertrautje. Die Manslü, die das kaputt Ferke rumstinge, haben hören Spaß. Aber der blutverschmierte Trautje war schockiert und merkte nach eins, was mit ihm passiert war. Sophia, enorm froh, und Katrintje packte sich Trautje und ginge schleunigst in der Melksküche, wo Warmwasser war. Trotz aller Mühe lot sich der Schar in das frisch renovierte Bühnen nicht verhöhen. Trautje, der dröppelnde Pechvogel, ging die Treppe ab, wo ihr Schlafzimmer war, und Sophia und Katrintje gingen mithören. Obschon sie sich hörte, haben sie dabei Spuren von Blut und Wasser hängen lassen. Von Kopf bis Fuß muss Trautje sich reinmachen. Ihr Haar war von dem Blut ganz verklebt. Metzger Pitt hat later Rache an Trautje genommen, weil sie ihm noch das letzte Schlachte in Werkeschwänzke angebogen haben. Pitt war damit den ganzen Tag herumgelaufen. Und das muss dabei gesagt, und das war ein Lebensmittelgeschäft mit Metzgerladen, wo ein voll Lüge gesehen haben. So.
Dat woord.